Vaiana handelt von der Prinzessin Vaiana. Und sie ist in dem Sinn die Thronfolgerin auf so einer kleinen pazifischen Insel. Aber sie hat eigentlich eine andere Passion, eine andere Leidenschaft. Sie will eigentlich segeln, sie will weg von diesen Inseln und erkunden, was es sonst noch hat. Ihr Vater findet aber, das ging nicht und das darf sie nicht. Dann geht sie aber trotzdem auf das Abenteuer und trifft dort auf den Halbgott, den Maui. Der Maui hat vor langer Zeit aber einmal einen gröberen Seich angestellt und hat irgendwie so ein bisschen Natur in ein Ungleichgewicht gebracht, sozusagen, um es kurz zu halten. Und die Vaiana muss dann quasi zu ihm gehen und mit ihm zusammen das ganze Ding wieder richtigstellen. Die Animationsfilme von Disney sind eigentlich immer ein sicherer Wert. Das hat schon Zoomania, Zootropolis, Zootopia, je nachdem woher man kommt, heisst er anders. Ziemlich eindrücklich gezeigt, meiner Meinung nach. Mir hat Vaiana fast noch besser gefallen. Ich finde, Vaiana ist optisch schon mal sehr ansprechend. Also ich meine, die ganzen Landschaften mit der pazifischen Insel und dem weiten Ozean und all dem ganzen Zeug und dem Grün auf diesen Inseln und alle Leute sind am Tanzen und so. Das ist wirklich cool, das ist mega schön zum Anschauen. Auch die Animationen sind sackstark, das dürfen wir auch bei einem Disney-Film sagen, obwohl wir dort, also ich zumindest, nichts anderes erwarten als absolute Weltklasse. Und das ist bei Vaiana auch der Fall. Und mir hat auch der Artstyle und das Design von allen Figuren und dem Ganzen gefallen. Ich habe gehört, dass gewisse Leute aus dem Pazifik dort, oder die so etwas mit dieser Kultur zu tun haben, gefunden haben, dass der Maui irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Er sieht aus irgendwie wie so ein dickes, grosses Säulemännchen, aber ich habe das jetzt nicht so tragisch gefunden. Er ist ja gleich kräftig und mächtig gewesen, von dem her ist mir das recht egal, ob jetzt der ein bisschen dicker ist als die anderen. Und ich meine, die kleinen Kokosnusspiraten, die eine kleine Szene haben, die sind so grossartig, ich hätte am liebsten einen ganzen Film von denen. Super viele Figuren gibt es bei Vaiana nicht. Die eine ist die Vaiana selber und das ist eine mega herzige Figur. Sie ist so ein bisschen die typische Figur in den Disney-Filmen, die ich irgendwie so ein bisschen in letzter Zeit so ein bisschen erkenne. Sie ist jemand, der Ambitionen hat. Sie ist eine junge Frau, die Ambitionen hat und mehr will, als man ihr zugesteht und irgendwie so ein bisschen eben Grösseres vorhat mit ihrem Leben und das aber möchte, dass man das verhindert. Aber sie kann das natürlich, weil sie ist schliesslich eine Disney-Figur. Und das finde ich cool, das ist gut gemacht und eben, ich finde sie sehr eine sympathische Figur. Der Maui habe ich auch eine coole Figur gefunden. Der ist so ein bisschen der eingebildete, er ist halt so ein eingebildeter Halbgott in dem Sinne und findet so, ich bin sowieso cool und ja, du Mädchen, was willst du da? Und dann plötzlich lernt er noch hin und wieder mal etwas von ihr. Das ist eigentlich noch ganz glatt. Und in dem Sinne ist Vaiana eigentlich ein ziemlich klassischer Buddy-Movie, sprich zwei Figuren, die eigentlich nicht zusammenpassen und auch nicht unbedingt beieinander sein, haben ein gemeinsames Ziel und müssen das verfolgen und lernen sich dann ein bisschen kennen und finden sich dann schlussendlich doch noch glatt. Und mit zwei so Figuren wie der Vaiana und dem Maui funktioniert das wunderbar. Und sehr eine wichtige Figur in diesem Film ist das Huhn. Spaß beiseite. Sorry, das Huhn ist so doof und es ist so dermaßen Slapstick, aber ich habe mir hin und wieder das Giggeln einfach nicht verkneifen. Vaiana ist wieder einer von diesen Disney-Filmen, wo ein bisschen mehr gesungen wird und das kann gröber in die Hose gehen, aber bei Vaiana meiner Meinung nach funktioniert es zum allergrößten Teil, weil die Songs sind wirklich cool. Vor allem You're Welcome oder auf Deutsch Voll gerne ist ein super cooler Song, mega catchy. Ich habe ihn gerade posten und hören seit Tagen sehr oft. Und er wird jetzt ein bisschen als Let It Go 2.0 gehandelt und ich finde aber You're Welcome wesentlich besser als Let It Go. Also wenn du Mühe hast mit Disney-Filmen, wo Gesang drin vorkommt, dann wirst du mit Vaiana wahrscheinlich deine Mühe haben. Aber ich habe es cool gefunden, dass der Film dort auch ein bisschen selbstironisch ist. An einer Stelle sagt der Maui zu der Vaiana, also wenn du jetzt anfängst zu singen, dann fange ich an zu kotzen. Ein Song speziell hat mir nicht so gut gefallen, das liegt aber vielleicht einerseits daran, dass ich den Song nicht so toll gefunden habe und andererseits an der Szene, wo er drin war. Der ganze Abschnitt mit dem riesengroßen Krebs finde ich nicht super gelungen. Also es ist viel zu lang in dem Sinn. Sie ist überflüssig, die Szene, das macht es nicht viel besser und dann kommt noch so ein Song dazu. Also ja, das hätte man besser machen können oder von mir aus auch ganz weglassen. Ich habe Vaiana wesentlich besser gefunden, als ich erwartet habe. Ursprünglich habe ich eigentlich so einen glatten Kinderfilm erwartet, aber ich finde, der ist wirklich
wirklich gut. Er ist optisch sehr gelungen, meiner Meinung nach. Er hat coole Visuals und schöne Orte, wo es hergehen. Ich meine, Kokosnusspiraten sind grossartig. Dann hat er mehrheitlich gute Songs, er hat sackstarke Animationen, herzige und angenehme Figuren, wie man sich das eigentlich von diesen Disney-Filmen gewöhnt ist. Und meiner Meinung nach recht gute Messages dahinter. Er hat lediglich im Mittelteil, vor allem bei dieser Krabbensequenz, hat er so ein bisschen Längen und dort habe ich gefunden, hätte man das Ganze noch ein bisschen schneller machen können. Schlussendlich finde ich, ist Vaiana aber ein prima Familienfilm. Vaiana hat mich echt überrascht. Ich bin sehr positiv überrascht, wie gesagt, von dem Film. Ich habe nie etwas Schlechtes erwartet, aber dass er mir so gut gefällt, habe ich nicht gedacht. Und ich freue mich weiterhin auf Disney-Filme, wenn ich Mitte 20 bin, scheißegal, das sind coole Filme. Und ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe noch im nächsten Mal.